Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Leute, diesmal zum Spiel gegen Leverkusen. Ich werde es aber diesmal ein bisschen anders handhaben. Und werde es sehr wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen anders handhaben mit dem Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja, es macht keinen Sinn, mich hier 2 Stunden, 2,5 Stunden hinzusetzen, um irgendwie 200, 300, 400, 500 Kommentare zu beantworten, wo sich doch dann irgendwann jeder zweite, dritte Kommentar wiederholt. Von daher werde ich mir ab sofort ein Limit setzen. Das Limit ist 1 Stunde. Ja. Ich werde 1 Stunde lang Kommentare beantworten, soweit wie ich komme. Ich werde das Ganze nach beliebteste sortieren, also nach Top-Kommentaren. Das heißt, wenn ihr die Kommentare lest, ihr möchtet gerne zu irgendeinem Kommentar in Zukunft dann meine Meinung haben, ja, votet den Kommentar halt nach oben. Ja, dann ist er auf jeden Fall mit dem Video. Wenn natürlich wenig Kommentare da sind, reicht 1 Stunde. Aber ja, ich muss ein bisschen weg davon kommen, hier 1,5, 2 Stunden, 2,5 Stunden zu sitzen, um so ein Video aufzunehmen. Ja, das ist die Änderung, wie ich es aktuell angehen werde. Ich weiß noch nicht, ob ich es in Zukunft vielleicht noch mal ein bisschen anders mache. Ich bin ja noch ein bisschen unsicher, I don't know. Aber auf jeden Fall der Zeitfaktor ist ja too much, gerade in englischen Wochen. Ja, wenn keine englische Woche ist, alles fein. Dann habe ich die Zeit eher. Aber wenn eine englische Woche ist, gerade mit Champions League, da ist die PK, die immer noch 1 Stunde umgeht und so weiter. Da ist so viel Zeit, ja, dass es schwer ist, ja, das alles unter einem Hut zu bekommen. Deswegen, vielleicht wird es auch nur 1 halbe Stunde heute. Ich werde sehen. Vielleicht werde ich es auch irgendwie so handhaben, dass ich dann sage, wenn es eine englische Woche ist, lasse ich das aus der Bundesliga vielleicht ganz weg oder ich mache 1 halbe Stunde oder keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich es in Zukunft auch, dass ich sage, ich mache es dann im Stream, aber jetzt im Stream war auch wieder so viel los, dass ich da gar nicht zu gekommen wäre. Weiß ich noch nicht. Ne? Weiß ich noch nicht. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Ansonsten natürlich, also alle Kanalmitglieder müssen sich keine Sorgen machen, da kommt jeden Freitag das Video. Aber wenn jetzt von euch hier ein Kommentar nicht dabei ist, kommt ihr natürlich am Freitag auf jeden Fall eine Antwort darauf. Ne? Gut. Damit gehen wir rein. Top-Kommentar von Red Munich. Ja, mir sind die Hintergrundgeräusche bewusst. Sorry dafür, Leute. Ja. War mir bewusst, weil es dann irgendwie gemerkt habe und zur PK-Reaction habe ich es dann ja wenigstens ausgeschaltet. Und ja, wie es hier richtig steht, es war Lotro. Leute, vielen lieben Dank dafür. Ich weiß jetzt gar nicht, warum man das hier nicht sortiert, wenn ich das hier nach beliebteste mache. Warum dann Olo mit 3 ist, dann hier 28, dann da 59. I don't know. Wild. Vielleicht gibt es da keine Reihenfolge, wenn die unten alle nur mit einer sind oder was? Ich habe keine Ahnung. Keiner. Ja. Was soll ich sagen, Leute? Ich weiß es nicht. Ich hab's hier, ihr habt's ja gesehen. Ne, ihr seht's nicht, wa? Ich habe nach beliebteste, ich könnte natürlich noch einen Filter machen, aber da kann ich halt nicht sortieren, da kann ich nur einschränken, wer. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, alle Kanalmitglieder nur. Ja. Das war's aber. Also das ist nach beliebteste sortiert. Warum es dann hier so sortiert ist und nicht 59 ganz oben ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich mache mal noch einen Trick. Wartet mal. Nee, der Trick hat auch nichts gebracht. Ich bin halt mal auf die normale Videoseite gegangen, habe danach Top-Kommentare sortiert. Ja, macht er leider genau das gleiche, sortiert es genauso wie hier. Also, schwierig. Schwierig, muss man wieder nicht verstehen, da die YouTube-Geschichte, wie gesagt, mit den Kommentaren. Ich habe ja auch hier vielleicht nochmal zur Info, der eine oder andere Kommentar wird gar nicht angezeigt, den sehe ich dann erst, wenn ich übers andere aufrufe, wo ich alle meine Kommentare sehe und sowas. Heute, da kann ich leider nichts für. Da müsst ihr leider mit leben. Von daher werde ich hier einfach nach beliebteste sortieren, ja, so wie es jetzt ist.
und werde dann halt die Zeit, die ich habe, runterrattern. That's the plan. Gut. Odo. Spielerisch gutes Spiel, aber damit kann man sich gar nichts kaufen. Es bleibt beim Unentschieden. Man muss in den nächsten Spielen mehr präziser werden im letzten Drittel, aber sonst top am meisten. Opa und Kim, mich würde aber gerne interessieren, wieso Tell 3 Spiele ineinander keine einzige Minute bekommt, aber ein Kuman schon. Talententwicklung schaut anders aus und soweit noch immer kein Campusspieler im Kader. Pavlovic war heute ein Beweis dafür, dass was im Campus steckt. Ich mach's ganz kurz. Ich habe gestern da irgendwie eine Stunde im Stream drüber gelabert. Erstmal, welcher Campusspieler sollte denn jetzt gerade in der Startelf stehen? Wenn alle Spieler, die in der Startelf stehen, gut spielen. Merkst du selber, oder? Vielleicht. Ja, wir können über Adam Ansno reden. Das ist das Einzige, was ich sehe, ja. Wenn du Davis rausnimmst, da würde ich mitgehen. Hätte man natürlich machen können, ja. Aber ansonsten, nee. Mathis Tell, Leute, Tell hat 3 Chancen gekriegt, war 3-mal scheiße. So. Ich mag einen Tell sehr, sehr gerne, ja. Und er wird seine Chancen wieder bekommen und wird seine Chancen auch dann nutzen, ja. Aber die Chancen, die er jetzt bekommen hatte, hat er halt einfach nicht genutzt. Und dann müssen wir jetzt nicht anfangen zu sagen, oh ja, aber nur weil er ein junger Spieler ist, muss er jetzt, darf er trotzdem spielen, obwohl er schlecht gespielt hat. Nee. Wir saßen hier letzte Saison, haben gelabert, Leistungsprinzip, bla 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 bla. Es spielen Spieler, obwohl sie keine Leistung bringen. Und jetzt wollt ihr den ganzen Bums umdrehen, nur weil es Mathis Tell ist, oder was? Das funktioniert halt nicht. So, ganz einfache Kiste. Ja, die Spieler, die jetzt ihre Chancen bekommen haben, die letzten 2 Spieler als Einwechselspieler, haben sie auch nicht genutzt. Und im nächsten Spiel gehe ich persönlich von aus, wird Mathis Tell einer der ersten sein, der reingewechselt wird, offensiv. Wenn nicht, wenn das die nächsten 2, 3 Spiele immer noch so ist, ja, dann kann man dieses Fass ja vielleicht aufmachen, ja. Aber man muss jetzt nicht immer anfangen, das Haar in der Suppe zu suchen. So, wer soll denn runtergehen für Mathis Tell? Serge Gnabry oder was? Der ihm jeden Spiel eine Torbeteiligung hat? Michael? Soll Michael runtergehen? Soll Heavy runtergehen? So, wer soll runtergehen? Leute, ihr müsst mal ein bisschen ruhig bleiben, oder? Meine Meinung. So, Tell hat 3 Chancen gekriegt, hat er nicht genutzt. Punkt. Ja, dann ist man halt erstmal hinten dran. Das ist völlig normal und ist ein Learning. Ein junger Spieler, der wird Leistungsschwankungen haben. Der wird auch wieder seine Leistung bringen, so wie er es unter Tuchel den Lauf hatte. Da wird er wieder hinkommen. Und dann wird er auch mehr spielen. Ja. Und sollten irgendwie jetzt viele Spieler schwächeln bei uns in der Mannschaft, ja, dann werden mit Sicherheit auch die jungen Spieler ihre Chance bekommen. Aber es ist doch gerade nicht so. Alter. 20 Tore in einer Woche. Über was reden wir? Ja. Was soll man da jetzt ändern? Gut, wandernder Wanderer. Sehr starkes, dominantes Spiel. Kritisieren kann man die Chancenverwertung. Hier wäre auch ein Sieg drin gewesen. Natürlich ist es schwierig gegen ein tiefstehendes Leverkusen. Ja, Chancenverwertung sehe ich genauso. Was für Chancen? Ja, wir hatten viele Fernschüsse, viele Schüsse, die gar nicht auch erst aufs Tor gingen. 4 Stück von Fonsi. Nee. Ja, Leverkusen stand defensiv stark, haben sie gut gemacht, natürlich. Klar, es hätte noch ein bisschen mehr Bewegung im letzten Drittel sein können. Man hätte den einen oder anderen Fernschuss besser machen können vielleicht, ja. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir, was weiß ich, Riesenchancen hatten, die wir nicht gemacht haben. Also. Alles gut. Wir sind so back. Die konnten nur mauern. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Das Finale da Home ist echt nicht mal unrealistisch. Ich bin mega zufrieden. Ich bin auch mega zufrieden. Finale da Home ist natürlich, nein. Ist natürlich nicht unrealistisch, wenn man die ersten 6 Spiele als Grundlage nimmt, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir haben ein Champions League Spiel gemacht. Lass uns mal bis nach Barca warten, dann können wir vielleicht, dann haben wir ein paar stärkere Gegner gehabt, dann können wir gerne mal gucken, wie es dann so ausschaut und dann kann man da gerne von träumen. Unrealistisch ist es natürlich nie, weil wir sind natürlich nicht irgendwie Tuffertshausen, aber natürlich brauchst du da auch immer Glück. Ja. Es sind so viele Kleinigkeiten dann in den K.O.-Spielen. Ja, aber natürlich ist es nicht so, dass man sagt, ach nee, das wird auf keinen Fall passieren. Ne? Crybox, Opa und Kim haben es bewiesen, dass sie es können. Ja, haben sie. FC Bayern Fan Forever, wir haben Leverkusen regelrecht dominiert und hätten 3 Punkte verdient gehabt. So ist es nur ein Punkt, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Mit der Leistung bin ich zufrieden. Eine ganz andere Mannschaft im Vergleich zu der Mannschaft, wo Tuchel noch da war. Ja, das haben wir ja auch gestern im Stream besprochen. Das ist
Brauchen wir auch nicht mehr drauf eingehen, auf das Thema Tuchel. Na klar, hätten wir 3 Punkte verdient gehabt, aber im Fußball geht es nicht immer darum, oder Fußball ist nicht immer gerecht. Ne? Das wird der Fußball auch nie sein. Oder selten. Von daher alles gut. Ich bin zufrieden. Natürlich wäre ein Sieg schöner gewesen, aber ja, viel wichtiger war die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Arizadi. Wichtiger als der Sieg ist für mich die Art und Weise, wie wir aufgetreten. Alter, was ist denn los? Ich habe gerade erst gesagt, wie wir aufgetreten sind. Wir haben Leverkusen an die Wand gespielt, anders kann man das nicht sagen. Das war nicht irgendein Gegner und wir haben ihn von Anfang bis Ende dominiert. Ja. In 8 von 10 Fällen gewinnen wir dieses Spiel. Schön zu sehen, dass selbst Upa und Kim endlich aufblühen und Michael ist eine absolute Augenweide. Wenn der sich nicht verletzt und so weitermacht, kann der Junge alles erreichen. True, habe ich nichts hinzuzufügen. What's up? Starkes Spiel. 0-4 hat kein Land gesehen, außer das geschenkte Tor. War das enttäuschend von denen. Kim und Upa mega. Und Minjay hat für mich heute eine 1 verdient, wenn man es mit allen anderen Spielen vergleicht bei uns von ihm. Pavlo Traumtor. Schiri sage ich lieber nichts zu, so muss es weitergehen. Freue mich auf das Champions League Spiel jetzt. Nun ein Video schauen, Grüße aus Berlin. Ja, dann soll es ja mit meiner Meinung d'accord gehen. What's up? GB, da man Palhinha nie zu Gesicht bekommt, kann man nicht wissen, ob er besser als ein Kimmich wäre. Bitter, dass man 15 Millionen nicht in einen Do und Simmons investiert hat. Ja, haben wir gestern schon was zugesagt. Habe ich jetzt gerade auch schon was zugesagt. Wir müssen jetzt nicht über Palhinha reden, wenn Kimmich und Pavlovic halt so abliefern. Soll man das dann jetzt auseinandersprengen, nur um Palhinha spielen zu lassen? Nee. Wir werden sehen, wie wichtig er noch werden wird in der Saison oder halt nicht. Und wenn er nicht wichtig wird, ja, da muss man sich die Frage stellen, warum man diese 50 Millionen da ausgegeben hat. Da gehe ich mit, ja. Aber wir müssen jetzt nicht anfangen, was sollen wir jetzt anfangen? Kimmich spielt gerade bockstark. Sollen wir jetzt sagen, ja, Kimmich muss jetzt raus, weil wir einen Palhinha verpflichtet haben? Also wir haben ja, nochmal, wir saßen hier letzte Saison und haben gefordert, dass endlich eine Leistung aufgestellt wird, ja. Und das wird ja jetzt aktuell gerade. So, es gibt aktuell keinen Grund, etwas zu ändern. Das ist nun mal der Fakt, ja. Und ja, da ist halt so ein Palhinha gerade der Leidtragende. Ja. GB, Olise war die einzige Offensivkraft, die Leistung gebracht hat. Hätte seine Leistung noch veredeln können, wenn Hideki nicht so stark gehalten hätte. Ja, er war auf jeden Fall der Stärkste vorne, ja. Da gehe ich mit. Keine Ahnung, ich nenne dich Cat. Fand Leverkusen Zeitspiel ab Minute 1 so richtig ekelhaft. Joa. Bist du wahrscheinlich nicht alleine mit. Leverkusen war mit einem Punkt zufrieden. Das Ziel haben sie mit ihrem Kackfußball leider erreicht. Jo, aber so ist Fußball manchmal, ne? Stefan S. Siegen muss man in so wichtigen Spielen. Das fehlt noch. What the fuck, Alter. Aber alles besser als unter Toro. Du hast recht, den Auswechselspieler fehlt noch der Wille. Deine Analyse wieder perfekt. Ja. Also, keine Ahnung. Ich habe nichts, was ich dieser Mannschaft in diesem Spiel vorwerfen kann. Was willst du jetzt anders machen? Keine Ahnung. Ja, die Einwechselspieler. Wäre da vielleicht noch mal ein bisschen Pfeffer mehr drin gewesen, aber es hat natürlich auch erklärt, warum die so spät kamen, wenn man gesehen hat, wie die performt haben, oder? So. Aber zu sagen, siegen muss man in so wichtigen Spielen, das fehlt noch. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir sind da auch noch am Anfang der Saison und so wichtig war das Spiel jetzt noch nicht auf die Saison gesehen. Wie es vielleicht im Rückspiel sieht es vielleicht anders aus, wir werden es sehen. Klar wäre es schöner gewesen, das Spiel zu gewinnen, ja, das fühle ich ja, da gehe ich ja voll mit, aber ja, keine Ahnung. GB, ich möchte mal die Jungen spielen sehen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt unser Fokus. Die Einwechslung von Koman, Müller und Sané waren ein Schlag in die Fresse für Tell. Ja. Auch da, welche Jungen willst du denn jetzt sehen? Sorry, ich kann mich nur wiederholen. Wir reden über Leistungssport. Wir haben letzte Saison alles kritisiert, dass nicht in der Leistung aufgeht. Jetzt wird eine Leistung aufgestellt und dann kommt man aus der Ecke und sagt, ja, ich will jetzt aber die Jungen sehen. Wie ich dachte, das ist jetzt unsere Philosophie, unser Fokus. Ja, Serge, so, nein, Serge, du gehst jetzt raus, weil du spielst gut, aber wir müssen jetzt die Jungen spielen lassen. Michael ist jung. Happy, du gehst jetzt raus, weil du spielst gut, aber wir müssen jetzt Mathys Tell sehen, weil Mathys Tell ist jung, auch wenn er die letzten 3 Chancen scheiße gespielt hat, geh mal raus jetzt.
Merkt ihr selber, oder? Macht keinen Sinn, oder? Letzte Saison konnten wir das Fass aufmachen, ja, weil die Spieler, die gespielt haben, scheiße waren. Die waren scheiße, die haben keine Leistung gebracht. Und dann kannst du das Fass aufmachen, dass du dann besser die jungen Spieler ranführst. Ja, richtig. Aber wo ist das diese Saison? Wen sollen wir gerade rausnehmen? Ja, die einzige Personal, über die du diskutieren kannst, ist für mich Alphonso Davies. Ja, da hättest du sagen können, komm, ich schmeiße mal einen Arzt nur rein. Vor 3 Wochen. Ja, richtig. Das hat man nicht getan. Warum auch immer, keine Ahnung. Weiß nicht, wie da der Entwicklungsplan ist, sonst was. Das ist das Einzige, was man kritisieren kann. Alles andere ist leider Schwachsinn. In meinen Augen. Ja, nochmal. Matthijs Taylor hat 3 Chancen gehabt, hat keine davon genutzt. Punkt. Ganz einfache Kiste. Ja, und da muss man ihm auch mal zeigen, pass mal auf, deine Leistung reicht halt aktuell nicht. Und dann ist das so. Ja, und dann sitzt er mal draußen und dann kommt so Coman rein, der vielleicht auch gerade nicht stark ist. Ja, aber auch um mal ein Zeichen zu setzen. Und da muss ein Coman halt, da muss ein Taylor halt einfach mal wieder ein bisschen mehr Gas geben und dann wieder seine Chancen wieder bekommen. Und dann wird er sie vielleicht auch mal nutzen. So. Ja, aber wir müssen doch jetzt nicht anfangen, die jungen Spieler, nur weil sie jung sind, in diese Mannschaft zu reden. Und erst recht nicht, wenn jemand, wir rasieren gerade, wir haben Leverkusen von A bis Z dominiert, Alter. Und man fängt an rumzudiskutieren und die Probleme zu suchen, Alter. Merkt ihr das eigentlich? Ja, ich habe schon im Stream gesagt, genießt doch mal das, was gerade da ist. Ey, wir haben 1,5 Jahre Kackfußball gesehen. Wir hatten immer was zu kacken in jedem scheiß Spiel, Alter. Weil immer alles Kacke war. So, wir spielen einen super geilen Fußball gerade, der super anzuschauen ist. Wir haben jetzt ein Unentschieden gespielt, sonst alles gewonnen. Wir haben 20 Tore in einer Woche geschossen. Wir haben gegen Bremen keinen Torschuss zugelassen, gegen Leverkusen 1,5. Und jetzt fängt man an, such doch mal hier, musste man, der Fokus ist auf die Jugend gesetzt. Alter, was ist denn los mit euch? Müsst ihr immer irgendwas zum Kacken haben, oder was? Junge, das ging mir gestern im Stream schon auf die Eier. Und das sage ich jetzt nochmal. Was ist denn los mit euch? Ey, ich bin ja schon ein super kritischer Typ und ich meckere ja auch und ich übertreib's auch oft, ja, weil ich hohe Ansprüche an FC Bayern habe. Aber gerade ist doch alles schicki. Nochmal, wen würdest du denn aus dieser Mannschaft nehmen für einen Matthijs Tell? Wen nimmst du denn raus? Hä? Junge, Alter. Alto Belli. Ja, hier das nächste. Kurzer Schluss hätte König Josh mit seinem Zweikampffall uns fast noch einen Punkt gekostet. Ja, und fast wäre die 8 beim Lotto gekommen, anstatt die 7 und ich hätte 1 Million gewonnen. Junge, was ist das für eine Diskussionsgrundlage? GB, jetzt mal ernsthaft, Alter. Was ist los mit dir? Kannst du das nicht einfach genießen oder was? Musst du jetzt alles schlecht reden, nur damit man was zum Schlechtreden hat? Verstehe ich nicht, sorry. Geht dir mein Schädel nicht rein? Wo ist der Sinn dahinter? Nochmal, Alter, wir haben gegen Leverkusen gespielt und wir haben Leverkusen dominiert. Guckt euch die letzten Spiele an. Genießt das doch mal. Wir haben 1,5 Jahre Kackfußball gesehen und eine Einstellung von Spielern, die grottig war. Ja? Und natürlich kann man da jetzt darüber diskutieren, wenn man unbedingt was Negatives rauspischen will. Ja, warum bringt ein Gnabry jetzt auf einmal wieder Leistung? Ja, warum blüht beim Josh könnte ich dir sogar so eine Theorie sagen, warum. Wissen wir alle, dass ein Tuchel ihm vor der Saison da ins Niemandsland geredet hat, Blasels. Und klar kann man das dann kritisieren. Ja, und deswegen habe ich auch gestern im Stream gesagt, wegen mir kannst du Gnabry trotzdem verkaufen. Wenn ein Angebot kommt, hauen Gnabry weg. Ja, wir haben genug Alternativen auf den Außen. Keine Frage. Ja, aber wir müssen doch jetzt nicht anfangen, irgendwas zu suchen, wo man schlecht reden kann, um was zu tun, Alter. Um einfach schlechte Stimmung zu verbreiten oder was? Wenn man so einen Fußball sieht, den wir gerade spielen, das verstehe ich nicht. Leute, ihr wisst alle, ich habe einen hohen Anspruch am FC Bayern. Ich bin immer der Erste, der reingeht in die Kerbe, wenn mir irgendwas gegen den Strich geht oder ich irgendwas finde, was nicht richtig läuft bei uns. Aber gerade läuft doch wirklich mal alles. Ja? Klar kann man über Nuancen reden, wie der Davies spielt. Ja? Aber wir müssen doch nicht anfangen, alles jetzt hier wieder schlecht zu reden, Alter. Junge, das bei den Leistungen. Was muss denn passieren, dass man mal sagt, boah, geil, wir spielen geilen Fußball. Was muss denn da für euch passieren? Hä? Verstehe ich nicht, sorry. Geht in meinen Kopf nicht rein. Samuel. Die Aufstellung hatte ich prophezeit.
Das war super von uns. Leider nur im letzten Drittel ging wenig. Grimaldo hätte gelb-rot oder rot sehen müssen. Schiri war schlecht, hoffentlich ist Heavy nicht verletzt. Jo, lass ich mal so stehen. Magic. Hey Kai, ich finde es erstaunlich, was Kompanie aus dieser Mannschaft formt. Wir hätten niemals letzte Saison Leverkusen so dominiert und unser Trainer ist erst ein paar Spiele da. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch passiert. Ich bin froh, nach Tuchel endlich wieder Feuer in dieser Mannschaft zu sehen. Das macht Spaß. Ja. Und dass wir nur 1:1 spielen gegen eine Mannschaft, die letzte Saison ohne Konkurrenz die Schale geholt hat, überhaupt nicht schlimm. Ich fand es sehr erstaunlich, wie wir die dominiert haben. Ja, ganz genau. 100% true. Danke für deinen tollen Content. Mach weiter so. Liebe geht raus. Magic. Jan, vielen lieben Dank. Ja, ich bin 100% bei dir. Gibt's nichts hinzuzufügen, meiner Meinung nach. Sebastian, ich bin echt begeistert. Mir sind die 3 Punkte egal gewesen. Ob 1 oder 3 Punkte. Ich wollte nur genau das sehen, was ich heute gesehen habe. Ja, ich auch. Kimmich super stark und unser Balljunge macht sein Tor nach dem komischen Rückpass auf Manu. Weiter so. Mir ist an mir. Piotr, zum Glück kann der Harry weitermachen, hatte schon Sorge. Leverkusen kann mit dieser Leistung einpacken und gegen Stuttgart oder den BVB kann es schwierig werden für die. Ja, ich glaube nicht, dass Stuttgart oder der BVB Leverkusen so sehr in die eigene Hälfte drängen wird. Und noch zum Spiel. Ja, mir ist auch aufgefallen, wie rüpelhaft Leverkusen manchmal war und wie selten es dafür eine Verwarnung gab. Ja, Schiri war leider unterste Kanone, ne? Kann man nicht anders sagen. Die gelbe Karte war für Opa und nicht Kim. Das ist vollkommen richtig. André, Bayern hätte gewinnen müssen. 2 verschenkte Punkte. Ja. Gönn dir. Die Baumis, das war, um es klar zu sagen, mir Samir. Nichts angepasst an den Gegner. 96 Minuten besser gewesen. Punkt aus. Mir Samir. Ja. True, Baumi. Uni Fanguy. Enttäuschend von Leverkusen, aber heute mal wieder gesehen, was für einen Unterschied Michael Olise ausmacht. Kuman, Sané einfach nur maßlos überbezahlt. Ich mochte noch beim Palhinha widersprechen. Der Konkurrenzkampf ist sehr wichtig für den Erfolg und auch für diese Waschlappen von Flügelspielern. Bayern muss in diesen Tagen 50 Millionen Alternativen auf der Bank haben, genau wie Madrid oder City. Ja, ist natürlich ein Faktor. Da gehe ich mit. Ja, ich denke, das sieht man auch bei Kimmich, dass das ein Faktor ist, dass so ein Palhinha da ist und er natürlich den Druck hat, auch liefern zu müssen. Ne? Ja. Ob man das für 50 Millionen machen muss, weiß ich nicht. Ich denke, unter dem Trainer hätte es wahrscheinlich dann auch ein Spieler getan, der günstiger gewesen wäre. Ich glaube auch nicht, dass das der Plan war mit Palhinha. Aber ja, das ist das Positive, was man da rausziehen kann. Da gehe ich mit, ja. Die mockende Ente. Grüße aus Leverkusen. Wir können sehr zufrieden mit dem Ergebnis sein. Das muss man schon so sagen. Vielleicht wird das Rückspiel ja etwas anders verlaufen. Lieben Gruß, ich verfolge wirklich gerne deine Videos. Ja, vielen lieben Dank. Ja, wir werden sehen, wie das Rückspiel verläuft, ne? Kevin, wir können stolz auf unser Team sein. Aber sowas von. Aber sowas von. Henning, meine Meinung, das war kein Topspiel, denn dazu gehören immer 2. Und was Bayer 04 gemacht hat, erinnerte mich an viele Auftritte meines BVBs in München. Mit der Ausnahme, dass Bayer heute besser verteidigt hat als wir oftmals. Ansonsten war es doch offensiv genauso ängstlich. Zum einen mag das am sehr guten Pressing der Bayern gelegen haben, zum anderen muss man doch aber bei einem Verein wie Leverkusen auch mal mehr Mut gegen einen starken Gegner erwarten dürfen. Zu Bayern generell sind mir 2 Dinge neben dem guten Pressing aufgefallen. Das wirkt einfach sehr teamharmonisch. Ja. Jeder läuft für den anderen und dann zeigt sich eben auch die individuelle Klasse besser. Das ist richtig. Das war schon insgesamt ein starker Auftritt der Bayern, allerdings mit einer Einschränkung. Bis auf Gnabrys Pech und vielleicht 1, 2 weitere Szenen fand ich dann doch viele Abschlüsse ziemlich halbgar. Du kannst Bayern 04 mit mehr Zielstrebigkeit heute auf 14:0 weghauen, was ihr beim BVB ja immer geschafft habt. Pavlovics Tor war natürlich traumhaft, aber irgendwie war die Entstehung der Tore in diesem Spiel auf beiden Seiten nicht zu erwarten. Gefallen hat mir nicht Olise oder Olisse. Nicht verstanden habe ich, warum er nicht mal Palhinha bringt. Ja, habe ich alles zugesagt zum Thema Palhinha. Gut, ich glaube, dass Leverkusen immer noch eine andere Qualität hat als wie der BVB in den letzten Jahren. Wenn sie bei uns gespielt haben. Ist auch das letzte Spiel vielleicht, ja. Und Leverkusen hat's gut verteidigt im 16er um 16er rum. Es ist richtig, da hätten wir mehr Zielstrebigkeit haben können und auch mehr Bewegung. Ja, das hat ein bisschen gefehlt in dem Spiel, da gehe ich mit. Ich denke aber, man wird auch selber ein bisschen Respekt gehabt haben. Weil, ja, die Leistungen von Leverkusen sprechen ja für sich. Ne? Oder haben für sich gesprochen.
Dass Leverkusen dann natürlich so defensiv agiert, hat es natürlich dann auch schwer gemacht, weil keine Räume da waren. Ja. Wie gesagt, wir können auf jeden Fall zufrieden sein mit der Leistung und darauf aufbauen und weiter geht's. Magda Stauffer, bevor ich es vergesse, bitte Osasuna vs Barcelona ansehen. Brian Zaragoza, super Vorlage zum 1:0, ein Träumchen, sein Tor zum 2:0. Hammer, er scheint in Form zu kommen. Gutes Spiel im Allgemeinen gemacht, doch was Lösungsansätze im letzten Drittel. Chancenauswertung betrifft, kann man sich noch verbessern. Mit dem neuen Trainerteam und der bisher gezeigten Leistungen, nicht nur Ergebnisse, liegen Welten zu dem, was in der letzten Saison zu diesem Zeitpunkt war. Ich war für die Doppel-P Pavlovic Palenia auf der 6 und 8. Ich habe mich eines Besseren belehren lassen für diesen Spieltag. Mit Stankovic, Pavlovic, Tell, Nübel, Wanne, Zaragoza, die 3, ob sie in Zukunft zurückkommen. etc., da können wir uns darauf freuen und aufbauen für die Zukunft. Und sollte Jamal Musiala doch zu denken geben. Alto Belly. Erstmal, ja, ist mir völlig wurscht, was ein Brian Zaragoza gerade in Osasuna macht. Ja, das interessiert mich, wie er am Ende der Saison kann man gerne gucken, hat er sich weiterentwickelt, hat er sich nicht weiterentwickelt. Ähnlich wie bei Paul Wanner, ähnlich wie bei allen anderen, die du da genannt hast. Diese Momentaufnahmen sind mir Wumpe. Ja, und ist nichts, was mich aktuell interessiert. Mich interessiert aktuell die Spieler, die beim FC Bayern sind. So. Was in Zukunft ist, mit Doppel-P, Pavlovic, stimme ich dir 100% zu. Ja, ich habe mich da auch eines Besseren belehren lassen. Welche Namen da in Zukunft auflaufen? Wir reden über Fußball, wa? Das Geschäft ist so schnelllebig, das werden wir die kommenden Jahre sehen, ne? Ich denke, es wird sich noch einiges verändern in den nächsten 1-2 Jahren an diesem Kader, ja. Alexandra, Bayern war eindeutig die bessere Mannschaft, die hätten den Sieg verdient. Ja, danach geht's ja nicht immer, ne? Mr. Huller, stimme dir komplett zu in allen Punkten. Für mich hat Leverkusen alles andere als abgewichst gespielt. Ja, sie haben Kane komplett aus dem Spiel genommen, beziehungsweise aus dem 16er ferngehalten. Das ist aller Ehren wert und gelingt dem wenigsten. Aber ich habe selten, vielleicht noch nie ein Spiel gesehen, in dem wir dem Gegner derart schnell den Ball wieder abgenommen haben. Meistens hat es deutlich weniger 10 Sekunden gedauert, das war Weltklasse. Das war abgesehen vom Ergebnis ein Klassenunterschied. Völlig unverdient und unnötig das 0:1 bekommen. Pavlo schenkt Leverkusen eine Ecke. Die einzige gefährliche Aktion von Leverkusen war ein äußerst glückliches Gegentor. Ja. Unsere Defensive und unsere Sechser absolut bärenstark. Das ist wirklich, wirklich neu. Was macht Minjay bitte? Endlich weiß ich, warum wir den geholt haben. Das alles begeistert mich unfassbar. Ich war selten nach einem derart unglücklichen Unentschieden so wenig abgefuckt. Ja, ich war gar nicht abgefuckt. Das hat einfach Spaß gemacht. Unsere Einwechselspieler haben mich auch sehr enttäuscht. Ja, das war wirklich bitter, da muss mehr kommen. Insgesamt gab es mehr als genug Chancen, nicht nur von Michael oder Gnabry, auch von den vielen Weitschüssen müssen einfach mehr auf die Bude kommen. Ja, da gehe ich mit. Das fand ich auch teilweise erschreckend. Ja, es muss wenigstens mal was aufs Tor kommen, ne? Auch beim Schiedsrichter gebe ich dir recht, für mich eine skandalöse Leistung. Als hätte er in Leverkusen Bettwäsche geschlafen. Wer so pfeift, muss eigentlich erstmal mehrere Monate von der Bildfläche verschwinden und danach zur Strafe 2. Liga pfeifen. Es war nicht die eine große Fehlentscheidung, sondern sehr viele kleine. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass derart viele Nicht-Fouls gegen uns gepfiffen wurden. Das hat das Spiel verzerrt. Extrem bitter. Trotzdem, so ein Spiel muss man gewinnen und man gewinnt es auch in 99 von 100 Spielen. Das ist einfach Duselkusen pur, aber mit Leistungen wie diesen blicke ich sehr positiv in die Zukunft. Ja. Leute, es ist doch immer so. Ja. Also man wird ja nicht jedes Spiel gewinnen, und selbst wenn man in jedem Spiel die bessere Mannschaft ist. Ja. Haben wir das schon oft genug erlebt, oder? Auch schon in ganz bitteren Spielen, ne? Starbase, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht gegen 11 Leverkusen Verteidiger. So kam es mir rüber. Über Bayern Radio vom Verein. Super dominantes Auftreten der Bayern und Mauerkusen unser Spiel aufgedrückt. Hier ist meine Benotung. Schiri Leistung 5-, eine Katastrophe, der darf eigentlich nicht mehr pfeifen. 6- hätte es bei mir bei einer ungerechten Roten gegeben für gegen uns, was ich ihm zugetraut hätte. Trainer Company 2,5, aber nur wegen den Auswechslungen, sonst die erste 11 top eingestellt, Mannschaftsgesamtnote 2. Neuer 3, gleiche Meinung, Davis 3, wegen den Schüssen, einer muss auf das Tor gehen.
Guerrero 3, gleiche Meinung. Upamecano 2, gute Leistungssteigerung, weiter so. Kim 1+, super Leistungssteigerung, weiter so. Kimmich 1+, gleiche Meinung. Pavlovic 2, gleiche Meinung. Maike 2+, gleiche Meinung. Musiala 2,5, oft falsche Entscheidung getroffen. Schieß einfach mal, Junge. Ja, er hatte wirklich 1, 2 Sachen, wo man gedacht hat, Alter, es war doch frei. Hau doch einfach das Ding auf die Bude. Gnabry 3 war sehr bemüht. Kane 2,5 bis zur Auswechslung, top, gute Besserung. Auswechselspieler Müller 4 war gedanklich wohl schon im Wochenende. Coman 3,5, Sané 4, Leimer 3 war gut, gleiche Meinung wie bei dir. Danke Kai für deine Videos, machen Spaß. Ja, sehr gerne. Kaiser war auch sehr enttäuscht von Sané. Kann seine negative Körpersprache nicht mehr sehen, weil ein Sieg bis zur letzten Sekunde möglich gewesen wäre. Wenn Guerreros Steckpass auf Kane in der 2. Minute ankommt, klingelt's. Und auch wenn Michaels Freistoß passt, dann steht es mal 2:0 ohne Probleme. Ja, aber hat er beides nicht, wa? Mit Opa und Kim wird noch spannend, aber auch ich finde, dass die beiden heute ein mega gutes Spiel gemacht haben. Freue mich sehr auf Mittwoch. Aston Villa hat auch eine gute Truppe zusammen und wird auch versuchen, Gas zu geben. Ja, generell die nächsten Spiele, ne? Die nächsten Spiele werden alle Spiele, die Spaß machen werden. Aston Villa, Frankfurt, Stuttgart, Barcelona. Ich denke, ja, da wird man ein bisschen was sehen. Aleno Kukic. Super Analyse, bin mit 99% einverstanden. So bitter, dass wir die Chancen von Gnabry und den Freistoß von Maike beziehungsweise auch der Schuss nach der Ecke nicht genutzt haben. Aber so ist Fußball leider. Der Schiri mit 4 Minus ist noch gut weggekommen. Das ist richtig. Meine Noten. Neuer 3. Upa und Kim 1,5. Beide super. Zweikampfstark. Upa am Ball besser. Kim in der Luft besser. Davis 2,5. Hat hinten nichts anbrennen lassen und nach vorne gute Sachen gemacht. Leider zu abschlussschwach, aber auch er hat sich unter Company echt gesteigert. Muss man auch mal zugeben. Anfangs war das noch auf einer 5 bei mir. Jo, das ist vollkommen richtig. Rafa 2,5 ist einfach ein super intelligenter Spieler. Das Zusammenspiel mit ihm und komm her. Marco Olise. Olise super, auch mit Kimmich echt stark. Leider war nicht alles perfekt nach vorne, aber trotzdem gutes Spiel. Kimmich und Pavlo 1,5, super stark im Pressing, super ballsicher, super im Zweikampf. Die Jungs haben wirklich unglaubliche Schritte nach vorn gemacht. Aber wenn man ein paar Linien im Rücken hat, der nur auf seine Chance wartet, muss man auch so Leistung bringen. Ja, wahrscheinlich. Musiala und Kane 3 bemüht, aber konnten dann leider nicht zu 100% stechen. Kane nicht so sehr eingebunden, Musiala zwar mehr im Spiel, aber teilweise viele falsche Entscheidungen. Gnabry 2,5, sehr unglücklich mit den Schüssen an das Aluminium. Erste Halbzeit waren wir sehr linkslastig, aber auch super oft richtige Entscheidungsfindung. Olise 2 war der Beste vorne. Hammer Freistoß, 2 Millimeter über die Latte. Dann aus 4 Metern hält Radecki Radetzky, was weiß ich. Den überragend. Ansonsten super viele richtige Entscheidungen. Seine Flanke führte zu Pavlos Tor. Wenn unsere anderen Flügel von der Bank auch mal eine Flanke schlagen würden, wäre das mal echt super. Leimer 3 ist nicht seine Position, aber er hat gekämpft. Coman 4, glaube Tell hat wirklich wieder die Nase vorne. Man weiß nicht, wer schlechter spielt nach Einwechslung. Ja, da gehe ich mit. Ich denke auch, dass Tell jetzt im nächsten Spiel muss er auf jeden Fall der erste Einwechselspieler sein. Sané und Müller 5,5 fassungslos. Company 1,5 macht so Spaß, der Mannschaft zuzugucken. Der Wille, der Spirit, die Leidenschaft selbst von Spielern wie Davis. Was hat der denn aus Kim und Upa gemacht? Die spielen ja bockstark, bin gespannt, wie es weitergeht. Dass man in der Box vom Gegner nach paar Wochen nicht alles perfekt ausspielt, ist ja normal, vor allem gegen einen Top-Gegner. Aber unsere Defensive, wir nutzen unsere Angriffe, um zu verteidigen und somit wird eine Schwäche der letzten Jahre zur Stärke. Wirklich super nach der kurzen Zeit, was da geleistet wurde. Mir san mir. Ja, da schließe ich mich an. Das ist wirklich super, was da bisher geleistet wurde und man hat halt einfach eine Spielweise gefunden, die zu diesem Team passt. Ja, und man zieht sie halt durch und ändert nicht in jedem Spiel wieder und sagt, nee, da müssen wir uns so anpassen, sondern man glaubt an seine eigene Stärke endlich wieder, ne? Danny, das ist also Meisterfußball. Zweimal aufs Tor schießen, sonst 2 Betonmischer vors Tor, 6 und mit 11 Mann hinten drin und hoffen, dass keiner mehr reingeht. Wow, meisterlich, ich bin beeindruckt. Schade, Jungs, heute war mehr drin. Ja, komm. Kriegst ein Herzchen für alles gut. Es geht, ich denke, wir müssen nicht anfangen, die Leistung von Leverkusen in der letzten Saison schlecht zu reden. Ja? Und ich glaube, sie sind auch diese Saison ganz gut reingestartet. Keine Ahnung. Diese Häme, weiß ich nicht. Erfreut euch doch lieber an der guten Leistung unseres Teams, als irgendwie
das durch solche Aussagen immer irgendwie im schlechten Licht da stehen zu lassen. Multibob. Das war ein super Spiel von uns. Bayer hat offensiv nur stattgefunden. Ein Grund dafür waren Kim und Opa. Die beiden haben das Vertrauen, das Company in sie gesteckt hat, mit einem Bombenspiel zurückgezahlt. Kimmich mit seinem bestes Spiel in den letzten 2 bis 3 Jahren gemacht. Ja. In der Offensive hat mir eigentlich nur Michael gut gefallen. Musiala hatte ein paar gute Dribblings, aber auch einige, wo er den finalen Pass verpasst hat. Persönlich würde ich ihn gerne wieder auf dem linken Flügel sehen, wo er meiner Meinung nach seine besten Spiele hatte. Kane fand ich in Ordnung, war ein sehr undankbares Spiel für einen Stürmer. Leverkusen hat nur gebunkert, weswegen wir nicht viele Chancen herausspielen konnten. Die Einwechslungen haben mir überhaupt nicht gefallen. Verstehe nicht, wie man so wenig Elan in einem Topspiel zeigen kann. Ja, habe ich auch nicht verstanden. Bei Sané hatte ich zwischenzeitlich vergessen, dass er auf dem Platz war. Ja, true. Coman ist gefühlt kein einziges Mal in 1 gegen 1 gegangen. Auch wenn ich kein großer Fan von Leimer bin, muss ich sagen, dass er sich zumindest immer voll reinhängt. Des Weiteren würde ich mir wünschen, dass das Leistungsprinzip auch für Coman, Sané etc. gilt und nicht nur für Tell. Insgesamt war das aber eine großartige Leistung von uns. Hoffe, dass die Mannschaft jetzt aber nicht bequem wird, wie es zum Beispiel unter vorigen Trainern war, nachdem man gut in die Saison gestartet ist. Junge. YouTube ist manchmal wild. Ja, also ich denke, wenn Tell jetzt im nächsten Spiel wieder als Einwechselspieler aufs Feld kommt, dann können wir wirklich sagen, dass es nach Leistungsprinzip geht. Ja, weil alle anderen, die jetzt kamen, haben nicht wirklich überzeugt. Also müsste jetzt rein theoretisch wieder ein Tell an der Reihe sein. Tell hatte seine Chancen am Anfang. Ja, die hat er nicht genutzt. Habe ich aber schon in diesem Video gesagt, wie ich das sehe. Crybox, wenn man nicht wüsste, dass das Leverkusen war, hätte man meinen können, wir spielen gegen einen Aufsteiger, der irgendwie versucht, nicht zu verlieren. Ja. GB, wir tun uns noch immer schwer gegen Gegner, die sich hinten reinstellen. Das war schon gegen Freiburg so. Da hatten wir zum Glück den Handelfmeter als Dosenöffner bekommen. Ja, aber das ist ja auch normal, oder? Das wird sich ja auch nicht ändern. Es ist halt schwer einfach, wenn ein Gegner tief steht. Aber ich denke mal, wir haben auch schon gezeigt, dass wir es auf jeden Fall um einiges besser machen, wie es letzte Saison war. Und nochmal, wie lange ist eine Kompanie da? Gib ihm auch mal ein bisschen Zeit. Ne? Und klar, wenn du dann so einen Dosenöffner hast wie gegen Freiburg, ist das natürlich ein bisschen was anderes. Aber auch hier, ich habe es nur kurz den ersten Satz gelesen, wie es aber auch Chico sagt, nicht jeder Gegner hat dann aber auch so eine Qualität, wie es Leverkusen hat. Ne? Also von daher. Mal abwarten. Ne, ich denke, wie gesagt, lass mal noch ein paar Wochen ins Land gehen, dann kann man das ein bisschen besser einschätzen. Stern, da freut man sich die ganze Woche auf das Spiel und dann gibt es so eine armselige Vorstellung von Leverkusen. Bayern kann sich bis auf die Chancenverwertung nicht wirklich was vorwerfen. Leverkusen so gut wie keine Torchancen, keine wirkliche Schwächephase von Bayern, aber zu einem Topspiel gehören halt immer 2 und der eine hat halt keinen Bock gehabt. Ja, lass ich mal so stehen. Iceman. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass wir dieses Spiel bei 90 Minuten komplett dominiert haben und man endlich wieder sieht, dass die Mannschaft, die nach München kommen, wieder den nötigen Respekt und teilweise auch Angst vor uns haben. Die alte Dominanz nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Köpfen der Gegner ist wieder da. Deshalb ein großes Lob an die Mannschaft. Das Einzige, was ich negativ bemängeln würde, sind die Leistungen der meisten Einwechselspieler. Ja, was du auch zu Recht erwähnt hast. Leute wie Sané oder Coman, die frisch reinkommen, müssen die Offensive in solchen Spielen, wo der Gegner tief steht, beleben. Gerade als Flügelspieler sind sie müde. Gerade als Flügelspieler sind sie müden Spielern überlegen. Ja, sollten sie sein. Aber da hat man 0,0 gesehen und das ist einfach enttäuschend. Ja, da gehe ich mit. Leider auch nicht das erste Mal die Saison, dass viele Einwechselspieler nicht positiv auffallen. Naja, aber zum Ende hin nochmal was Positives. Kompanie hat gezeigt, dass sein Fußball mit intensivem Pressing auch gegen Top-Teams funktionieren kann. Das ist die wichtigste Erkenntnis und das gegen einen Alonso, der mit seinem Team 2 Jahre Vorsprung hat. Nebenbei hatte Alonso mit Leverkusen noch nie so eine geringe Torschussanzahl und XG in der Bundesliga. Großes Kino. Ja, und mit Sicherheit auch noch nie so wenig Ballbesitz, oder? Würde ich behaupten. Ich weiß es nicht, aber ich behaupte es mal. Die Baumuis, so ohne Spoiler rein in meinen Bums. Neuer 2,5, Guerrero 3, Upa 1,5, Kim 1, Sternchen, Man of the Match. Davis 3, Kimmich 1,5, Pavlo 2, Michael 2, Musiala 3, Gnabry 3, Kane 2,5.
War defensiv so Orgasmus geil. Sorry die Wortwahl. Kim war heute eine Granate. Opa fast genauso. Kimmich sehr stark. Weiter so. Liebe diesen Fußball. Kompanie 1,5. Hätte Sané für Musiala gebracht und Marco Elise ins Zentrum. Der hatte noch einen offen. Aber das war heute bockstark. Weiter, immer weiter. Mir Samir. PS 2er5. Was pfeift der? Naja, Chaka ohne Geld vom Feld zu bekommen. Großartige Leistung. Abklatschen mit einem Spieler. Frechheit zumindest in dem Moment. Aber gerne noch laufen lassen in der Nachspielzeit, wenn Leverkusen im Angriff ist. Dann aber auch abpfeifen. Andrich und Wirtz hätten heute beide vom Platz mit Gelb-Rot gehen können. PS. Hoffe kein peripherer, kaltschnäuzig oder sonst ein Cringe-Wort drin. Die liest du nicht so gerne. Danke Kai für deine Videos, machen Spaß. Ob ich das gerne lese, spielt doch keine Rolle, Leute. Exportkontrolle. Leverkusen, also ich stimme dir natürlich zu, ne? Also deine Benotung ist ja sehr ähnlich zu meiner. Und ja, ist völlig frei, wenn du mal einen Orgasmus kriegst, wenn man 1,5 Jahre so einen Fußball gesehen hat, wie wir ihn gesehen haben. Wo man dann so eine Art Fußball sieht. Exportkontrolle. Leverkusen hatte in den bisherigen Spielen ein Riesenproblem. Zu viele Gegentore. Alonso hatte es geschafft, gerade gegen Bayern, und das von jetzt auf gleich eine irre taktische Leistung. Natürlich zu Lasten der Offensive. Am Ende zählt halt das Ergebnis. Ja, gönn dir das. Gönnt dir das. Wegen mir gönnt euch das. Edin. Ein super Spiel von uns. Wir hatten Leverkusen am Rande einer Niederlage. Heute hat die Mannschaft gezeigt, dass sie gegen solche Kaliber mithalten können. Als erstes möchte ich sagen, Entschuldigung an Opa und Kim. Die beiden heute waren eine Säule, eine Wand. Boniface hat kein Land gesehen. Hat kein Land gegen Opa und Kim gesehen. Wirklich Weltklasse Auftritt in der Innenverteidigung. Vorne muss ich sagen, hat die Durchschlagskraft gefehlt. Vorne hat's heute etwas gehapert, aber Leverkusen wollte es nicht anders. Mit 12 Mann den Bus hinten zu parken und auf Konter zu lauern, wir hatten die so im Sack. Nur wenn Gnabry Chancentod die Chance nutzt, nach Doppelchance mit Pfosten und Latte steht es jetzt 2:1. Ja, gut. Ich denke nicht, dass ein Gnabry gesagt hat, ach komm, ich schieße den besser vom Pfosten und vor die Latte. Also erstmal den überhaupt da so aufs Tor zu kriegen, wie er es gemacht hat, den ersten war schon stark. War halt, ja, das Spielglück hat halt ein bisschen gefehlt. Ne? Mein Gott. So ist es halt manchmal. Aber es kam nicht dazu. Offensive, heute war blass, außer Pavlo, der eine Rakete abgefeuert hat. Bin mit dem Punkt nicht so sehr zufrieden, es hätten 3 sein sollen, nicht mehr und nicht weniger nach unseren Chancen und der kompletten Dominanz des Spiels. Bei Leverkusen hat sich heute überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert und ist eines Meisters unmüdig gewesen. Hoffe, wir spielen die restlichen Spiele genauso, aber mit mehr Effizienz und Hunger das Tor zu machen. Wünsche jedem noch ein schönes Restwochenende. Ja, gut. Habe ich auch alles zugesagt, was in diesem Post jetzt drin war. Aaron, ich sehe es sehr ähnlich wie du. Sehr starke Teamleistung, die eigentlich bis zu dem Wechsel nicht nachgelassen hat. Ich weiß nicht, ob man Leverkusen so einen großen Vorwurf machen kann. Xabi Alonso ist schlau genug zu wissen, dass man in München erstmal defensiv gut stehen muss, um nicht, wie zum Beispiel Dortmund, schon in dem einen oder anderen Jahr heftig abgewatscht zu werden. Dementsprechend kamen wir gut in unser Spiel. Ich bin mir aber sicher, dass Palhinha bei Teams, die mehr ins Risiko gehen, gebraucht werden wird. Was man noch kritisieren kann, ist, dass wir es nicht geschafft haben, uns in den Strafraum zu kombinieren. Ansonsten bin ich aber der Meinung, dass wir, wenn wir auf diesem Niveau spielen, 80% aller Spiele locker gewinnen werden. Ja, lasse ich auch so stehen. Bill Davis ist für mich einfach katastrophal für den FCB. Grund dafür ist, er gibt mir das Gefühl, dass er wirklich nur seinen erwünschten Marktwert erreichen möchte, auch wenn das bedeutet mit dem Kopf durch die Wand. Er mag es bei uns nicht und das sieht man... Alter. Er mag es bei uns nicht und das sieht man es ihm deutlich an. Klar, ihn jetzt abwürgen und permanent in die Bank wärmen lassen wäre falsch, aber wir sollten ihn deutlich weniger spielen lassen und besonders gegen gute Gegner. Wie immer nur meine Meinung, schönen Tag noch. Ja. Keine Ahnung, meine Meinung zu Davis sollte bekannt sein. Lorenz, mein Fazit und meine Noten. Richtig starke Leistung unserer Mannschaft, die leider nicht zum verdienten Sieg gereicht hat. Wir haben Leverkusen keine Luft zum Atmen gegeben und den Gegner völlig hinten reingedrückt. Meine Noten. Winnie 2 hat die Mannschaft wieder super eingestellt. Einwechslungen waren aber nix. Manu 3 hatte genauso viel zu tun wie Ulle letzte Woche. Davis 3 trifft alles nur das Tor nicht. Rafa 3 solider RV. Opa 2 wieder richtig gut. Minjay 1 bestes Spiel, seit er bei uns ist. King Josua 1 mit Sternchen, bestes Spiel seit Jahren, absolute Weltklasse.
Pavlo 2, super Tor, ein klasse Duo mit Josh. Michael 2,5, nicht so stark wie gegen Bremen, aber bester Offensiver. Serge 3, leider zweimal Alu, sonst eher blass. Jamal 3,5, bemüht, aber null Einfluss auf die Offensive. Happy 3,5, nicht so viel Einfluss wie sonst, Einwechslung. Conny 3, wusste worum es geht, Coman und Sané absolut unterirdisch, null Energie. Thomas ist kein Stürmer, nächstes Mal lieber Mattis. Ach so, noch was zum Schiri. Unterirdische Leistung. Warum dieser Holzer-Freund überhaupt noch pfeifen darf, weiß nur der DFB. Mir Samir. Ja, das weiß auch nur der DFB. Da gehe ich mit. Ganz wilde Nummer. Casa. Kurz und knapp. Leverkusen hat so gespielt wie die Bayern letzte Saison in Madrid. Dass man gegen eine offensiv starke Mannschaft mit Prinzip genauso dominant auftreten kann, hat mich jetzt nicht unbedingt überrascht. Aber es war schon sehr geil anzuschauen. Der juckt mich das Ergebnis 0, selbst wenn man verloren hätte, wäre meine Laune und mein Urteil über Companys Fußball nicht schlechter ausgefallen. Ein bisschen hatte ich es ja schon erahnt, gegen Leverkusen kam das Pech im Abschluss und dem Gegner reicht eine Chance. Egal, es war trotzdem eine klasse Leistung. Ja, das ausgerechnet Andrich, das Torschuss, hat mich etwas geärgert. Der hat sich bei mir für seine arroganten Kommentare gegenüber den Bayern bei der Meisterfeier disqualifiziert. Dass sowohl Minje und Opa als auch Kimmich und Pavlo fantastisch harmoniert haben, ist für mich heute aber fast noch wertvoller als die allgemeine Leistung der Mannschaft, die durch die Wechselspieler leider etwas geschmälert wurde. Ja. Und noch eine andere Sache. Wann ist man eigentlich dazu gekommen, dass man Spieler mittlerweile für jeden Dreck verwarnt, sei es meckern oder Trikot ausziehen etc., aber klare Unsportlichkeit interessieren nicht mehr. Zeitspiel vom Beginn an. Ständig wurde der Schlappen draufgehalten und Grimaldo hätte für seine miese Schwalbe mit Gelbrot vom Platz gehört. Spätestens da, wo er sich auch noch lautstark beschwerte. Frech. Ja, true, aber der Schiri hatte halt irgendwie keinen Bock. Chris? Alonso auf die Reporterfrage, was bei Bayern jetzt anders ist, die Energie. Sie haben Energie und machen unfassbar Pressing. Damit bringt er es auf den Punkt und für mich selbst Fußballer in der Landesliga mal wieder die Bestätigung, welchen Einfluss ein Trainer auf die Mentalität der Spieler haben kann. Ja. Tuchel war zu kompliziert und zu dünnhäutig. Das wird jetzt mit Kompanie extrem deutlich. Ja, natürlich, aber das weiß man ja auch. Ja, Tuchel ist nun mal nicht diese Art Trainer, der mit der Mannschaft lebt, so. Weißt du? Schwierig. Schwierig und vielleicht auch nicht ganz fair zu vergleichen, aber man sieht ganz klar, was in dieser Mannschaft auch letztes Jahr drin gesteckt hat. Ja? Weil es stand nur Michael als neuer Spieler auf dem Feld. Ansonsten war es 1:1 die Mannschaft, die auch letztes Jahr hätte spielen können. Du sprichst Schiedsrichter Zweier an. Was soll man dazu noch sagen? Der glänzt immer wieder durch zweifelhafte Entscheidungen. Ja. Und ich muss dann immer wieder an den Wettskandal Anfang der 2000er denken. Ja, me too. Bekanntlich wusste Zweier damals relativ früh von etwaigen Manipulationsversuchen, er meldete es aber lange Zeit nicht. Allein das hätte ein Berufsverbot auf Lebenszeit nach sich ziehen müssen. Ja. Die Saison ist noch lang, aber unabhängig, ob am Ende Titel rausspringen oder nicht, es macht einfach wieder unfassbar Spaß, den FCB zuzusehen. Ja. Und das ist doch erstmal das Wichtigste, ja? Das ist doch erstmal wieder das Wichtigste. Dass man endlich wieder nach 1,5 Jahren oder nimm noch ein halbes Jahr mehr mit da rein. Ach Leute, dass man endlich mal wieder Spaß hat. Man freut sich mal wieder auf ein Bayern-Spiel. Ja? Man geht hin zur Glotze und denkt sich, ja geil. Da spielt der FC Bayern. Ja? Und ich sage, ach du grüne Leute, was können wir uns heute wieder für ein Gegraupe angucken? Ja. Firni, hallo zusammen. Glaubt zwar, dass man jetzt noch nicht sagen kann, wie weit wir sind. Man kann aber trotzdem zumindest jetzt schon sagen, dass wir definitiv besser sind als die letzten 4 Jahre. Wenn wir so weitermachen, glaube ich, wäre so einiges möglich die Saison. Zum Spiel bis aufs Ergebnis super Spiel von uns. Es wäre auf jeden Fall der Sieg drin gewesen. So kann es doch weitergehen. Hoffe Company macht so weiter und dass wir endlich mal länger als 2 Jahre denselben Trainer haben. Nächstes Jahr noch die Unmotivierten verkaufen und gegen Spieler ersetzen, die für uns brennen und dann können wir die nächsten Jahre wieder die Liga dominieren. Schöne Grüße aus Oberfranken. Ja, ich gehe auch fest davon aus, dass wir noch in den nächsten 1-2 Jahren noch einige Veränderungen an dem Kader haben werden. Ja. Torki Bayern. Das Topspiel, welches leider keines war am Ende des Tages, verzeiht mir diese Wortwahl, doch ich bin rein sportlich schon etwas enttäuscht. Ich habe mir vor dem Spiel und auch während des Spiels ein paar mehr Hoffnungen gemacht, dass es mehr wird als nur dieses 1:1. Ja.
Zum Spiel selbst, ich fange bei Leverkusen an. Eine ziemliche Enttäuschung, gerade was das ganze Spiel betrifft. Ja, sie haben gut verteidigt, doch als Meister und den eigenen Ansprüchen sich mit 10 Mann hinten reinstellen, überhaupt nicht meisterlike. Und extrem übel anzuschauen. Gerade was das Zeitspiel und die Sichtweise von Fouls betrifft, auch Alonso hat sich da nicht von der so tollen Seite gezeigt. Es waren einige Fouls dabei, die vom Schiedsrichter sehr fraglich gepfiffen wurden. Ja, ich sag nur eigentlich, gelb-rot für Grimaldo hätte schon gelb und mit der Schwalbe geht er 15 Minuten vor Spielende. Was sicherlich den Bayern sehr in die Karten gespielt hätte, hier ist auch wieder der Meister bevorzugt worden. Wie bei gewissen Balleroberungen seitens München. Ja. Die keine Fouls waren und doch gepfiffen wurden. Ja, da habe ich locker 3 bis 5 im Kopf. Sorry, dieser Schiedsrichter sollte noch maximal dritte Liga pfeifen, doch sicherlich nicht so ein Spitzenspiel. Ich weiß auch nicht, warum dass unser Schiedsrichter auch international ist und Katastrophe, Alter. Zu Bayern selbst will ich gar nicht so viel Kritik äußern, da es auch gar nicht so viel gibt, was man kritisieren kann. Richtig. Ich bin etwas enttäuscht darüber, dass Bayern selbst nicht auf den Sieg gegangen ist, mit etwas mehr Zugzwang. Ansonsten muss man sagen, haben wir ein Statement gesetzt. Wir haben den Meister an die Wand gespielt in allen spielerischen Bereichen und trotzdem finde ich den Punkt etwas zu wenig. Das Spiel unter Companys Führung ist einfach ein komplett anderes geworden. Das sieht man einfach und ist sehr positiv zu bewerten. Wir sind am 5. Spieltag, man sollte also dieses Unentschieden nehmen und nach vorne schauen. Wir müssen nun bis zur Länderspielpause noch 2 Siege einfahren und ich weiß nicht, wie es euch geht, doch wir müssen mal den Frankfurtern zeigen, dass sie nicht mehr unser Angstgegner sind. Ja, das wäre sehr schön, dass man den Frankfurtern mal wieder ein bisschen Respekt vom FC Bayern einbläut. Ja, ich bin sehr gespannt, ob das möglich ist. Dieser Sieg, den ich da persönlich fordere, würde ich viel höher einstufen als den Punkt nun daheim gegen Leverkusen. Was nützt ja am Ende des Tages ein knapper Sieg und eine Woche später würde man Punkte liegen lassen gegen einen Angstgegner. Oder gegen seinen Angstgegner. Das, was man aber bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hat, wie die Mannschaft in sich harmoniert, macht Vorfreude auf mehr. Da man sieht, dass die Mannschaft miteinander will und sich gegenseitig unterstützt. Ja, sieht man einfach an Opa Kim. Sie werden immer stabiler in dem, was sie auf dem Platz tun. Richtig stark. Ich glaube, die Mannschaft wird uns noch viel Spaß machen, insofern Leistungsträger verletzungsfrei bleiben. Dazu sollte Kompany noch die Ersatzspieler besser einstellen und integrieren, damit sie einen größeren Impact haben, wenn sie gebracht werden. Da man zu wenig von so Spielern wie Coman, Sané, Müller sieht. Einwechslungen dürfen das Spiel nicht langsamer machen, sondern es muss noch mal ein Ruck durch die Mannschaft gehen, gerade daheim auf Sieg zu gehen. Ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt Kompany einen Vorwurf machen kann. Ja, ich denke, man kann ihm einen Vorwurf machen, wenn er jetzt im nächsten Spiel nicht mal andere Spieler einwechselt, anstatt die Altbekannten. Dann kann man ihm einen Vorwurf machen, ja, gehe ich mit. Aber ansonsten gehe ich da nicht mit. Ja. Weil was willst du machen? Ja. Ich meine, man hat schon gesehen, dass er nicht wirklich was viel ändern wollte anhand der Einwechslung, dass sie auch ziemlich spät kam teilweise. Ja. I don't know. Wie gesagt, aktuell, das ist das Einzige, was es zu meckern geben würde, ja. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu meckern. Aber ja, wie gesagt, ich erwarte auch gerade von offensiven Einwechslungen, dass sie nochmal Vollgas geben. Ne? Das war leider nicht so gegeben. Ich wünsche euch allen noch ein angenehmes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche mit Champions League und Frankfurt auf 2 Siege vor der Pause. Das wäre schon nice, ja. 2 Siege. Bin gespannt. Petra, hallo Kai, rot-weiße Grüße aus Berlin. Glückwunsch zum Punkt, obwohl der Sieg mehr als verdient war. Ich habe lange nicht so ein gutes Spiel von Bayern gesehen. Es fehlte nur die letzte Konsequenz. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das doch außer Michael die gleiche Mannschaft von letzter Saison. Da kann man sehen, was ein Trainer, der eine Mannschaft formt, ausmacht. Weiter so. Ja, ganz genau. Oldschool. Der Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften war schon deutlich. Vor allem, wenn man an die Vorsaison denkt. Dennoch hat Leverkusen insgesamt nicht schlecht verteidigt und sich mit sehr viel Glück einen Punkt erkämpft. Gnabry, Michael und Müller hatten in der zweiten Halbzeit den Siegtreffer auf dem Fuß. Wir hätten insgesamt mehr Schüsse aus der zweiten Reihe wagen müssen. Für mich trotz der guten Leistung 2 verlorene Punkte. Ja, ist mir scheißegal. Sag ich euch, wie es ist. Ja, natürlich hätten wir den Sieg verdient gehabt. Keine Frage. Natürlich hätten wir... Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen aus der zweiten Reihe geschossen. Da hätte der eine oder andere Ball mal aufs Tor gehen sollen. Aber ganz ehrlich, ich habe ein super Spiel von uns gesehen. Da muss ich mich jetzt nicht daran hochziehen. Dass es da nicht zum Sieg gereicht hat. Also klar ist es ein Wermutstropfen vielleicht, aber für mich spielt es keine Rolle aktuell.
Ich erfreue mich daran, dass ich endlich wieder guten Fußball sehe. Ja, und der Rest kommt von ganz alleine, Leute. Kurt Londe. Ich dachte ja im Voraus, Bayern müsste das gewinnen. Der Meinung bin ich immer noch. Sie haben die Chancen in Hülle und Fülle gehabt. Insofern bin ich mal zufrieden mit der Leistung, alles gut. Nur nicht mit dem Ergebnis natürlich, aber so ist halt Fußball manchmal. Aber die Entwicklung ist da kein Vergleich zur vergangenen Saison. Wünsche Bayern, dass es so weitergeht, bin ja eher Dortmund-Fan. Und bei denen hätte ich mir diese solide Steigerung auch gewünscht. Ist aber eher auf der Kippe, so wie es aussieht. Deshalb Respekt und weiterhin viel Erfolg. Ja und? Wenn das hier so weitergeht, und davon gehe ich jetzt inzwischen aus, dann ist klar, wer diesmal Meister wird. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Ja, nach 5 Spieltagen ist mir das noch ein bisschen zu früh. So, und dann ist vielleicht auch mal Zeit, sich daran zu erinnern, wie ich das zu Beginn der Entscheidung für Kompanie gesehen habe. Nämlich, dass mir das Ganze auch im Hinblick auf die Selbstfindung der Führungsetage etwas zu risikoreich erschien. Das war eine Fehleinschätzung und läuft Gott sei Dank für Bayern hervorragend, im Gegensatz zu meiner Einschätzung. Boah, mein Gott. Das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss, ne? Ich habe ja auch oft genug falsche Einschätzungen. Niklak, was für eine Auszeichnung ist es für Winnie und unsere Jungs, dass der deutsche Meister bei uns auf Zeit spielt. Dauernd fault und schauspielt. Natürlich ohne Karte, typisch Zweier. Kurz gesagt, dass der Meister sich komplett einscheißt. Eine Top-Leistung, mit der wir mehr verdient hätten, aber so kann man gegen jeden Gegner gewinnen. Freue mich, wenn das System noch länger sitzt, dann kann man jedes Team herspielen. Bin sehr zuversichtlich für Birmingham und Frankfurt. Ich und mein Holz, was war ein gutes Spiel vom FCB, auf der Leistung kann man aufbauen, zumal es noch früh in der Saison ist. Leverkusen hatte 90 Minuten mit Abwehrarbeit zu tun, das war letzte Saison wohl noch anders gewesen. Man sieht eine Handschrift unter Winnie und das sollte allen Bayern-Fans erfreuen. Ja, wir sollten uns aktuell alle erfreuen. Da bin ich bei dir. Heiner, geh mit deiner Analyse wie immer in den meisten Punkten mit. Insgesamt eine gute Leistung, mit etwas mehr Konzentration beim Abschluss der wenigen hochkarätigen Chancen hätten wir den Siegtreffer gegen diese Mauertruppe aus Leverkusen trotzdem erzielen können. Vielleicht hätte man in der einen oder anderen Phase des Spiels versuchen müssen, Leverkusen bewusst etwas mehr den Ball zu überlassen, um dadurch etwas mehr Raum zu bekommen. Ja, fühle ich die Aussage. Ist vielleicht einfach noch zu früh. Na? Ist vielleicht einfach noch zu früh in der Saison. Ich denke, wenn das System und so weiter alles ein bisschen mehr gefestigt ist und wir auch ein bisschen gefestigter sind, man darf nicht vergessen, das war jetzt das zweite Spiel, wo wir eine sehr, sehr gute Abwehrleistung hatten. Vorher war es schon sehr wild. Von daher glaube ich, ist es gut, wenn das gerade so klappt, das erstmal durchzuziehen und ja, in Zukunft natürlich, ja, definitiv dann eine Sache, die man machen kann. Zu sagen, komm, wir schalten mal einen Gang zurück, gib mal den Gegner ein bisschen Ball, um dann zuzustechen. Ich glaube, man ist einfach noch nicht so weit. So lange ist der Trainer jetzt auch noch nicht da, war. Auch bei der Bewertung Einwechselspiele, da gehe ich voll mit. Viel zu wenig, insbesondere King und Sané. Bei Müller sollte man bedenken, dass er inklusive Nachspielzeit nur knapp 10 Minuten auf dem Platz stand, von denen Leverkusen in diesem Zeitraum 5 Minuten auf Zeit gespielt hat. Ja, das ist richtig. Trotzdem erwarte ich einfach mehr von Müller. Ja, das ändert nichts. Für mich persönlich. Brokkoli-Bieter. Leverkusen kam gar nicht ins Spiel, weil alle zweiten Bälle von Bayern erobert wurden. Es gab keine Lücken für Leverkusen, um etwas Gefährliches zu kreieren. Ich muss aber sagen, Leverkusen hat zwar offensiv nichts hinbekommen, aber so verteidigt auch nicht jede Mannschaft gegen Bayern. Das war auch richtig stark und die Kritik an der Effizienz der Bayern muss man vor diesem Hintergrund sehen. Ich sehe keine Kritik. René Weber. Ich bin bisher sehr stolz auf die Truppe. Bin gespannt, wie wir das Level gegen die anderen Top-Teams halten werden. Leverkusen hat mich sehr enttäuscht. Mein Tipp gegen Aston Villa 13:0 für Bayern. Auf geht's, ihr Roten. Weiter so. Weiter, immer weiter. Shadowbob. Starke Leistung heute. Ein Sieg wäre verdient gewesen. Starke Laufarbeit vom ganzen Team und das Pressing gefiel mir auch. Größer Unterschied zur letzten Saison. Weiter so. Leverkusen heute wirklich den Bus geparkt. War nicht einfach zu bespielen. Weiter so. Ja. Gebt ihr in allen Punkten recht, eines der besten Spiele des ganzen letzten Jahres. Ja, denke ich auch. Kevin, verstehe die Aussage nicht, dass Leverkusen als Meister enttäuscht hat. Bayern hat den besseren Kader, sind aktuell auch besser in Shape und spielen zu Hause. Von meinem Empfinden haben die Leverkusen das clever gemacht und wurden belohnt. Glücklich, aber keineswegs unverdient. Ja, die Meinung hast du exklusiv. Aber das ist auch völlig fein. Das ist völlig fein für mich. Nuatz,
Im Sturm keine einzige Idee. Wie kann man 90 Minuten Kane nicht anspielen? Gnabry hätte den Ball vor dem Gegentor auch mal wegköpfen können. Und zumindest den zweiten Ball hätte er reinmachen können. Barcelona wird auch so spielen. Bad Flo. Frustriert? Dachtest, das werden sichere 3 Punkte? Leverkusen hat doch in der jetzigen Form der beiden Teams genau richtig gemacht. Alonso hat erfolgreich defensiv spielen lassen. Ich weiß nicht, wer hier frustriert ist, Alter. Ich nicht. CB, in diesem Spiel hat jeder Spieler bewiesen, dass er momentan die Nase vorn hat und die Startspieler sind völlig zurecht. Ja, für mich war Kimmich und Kim die besten Spieler auf dem Platz. Das ist richtig. Dass Leverkusen so defensiv spielt, hatte ich nicht erwartet. Eines deutschen Meisters nicht würdig, war von Alonso Fußball gegen uns komplett überrascht. Wir hätten auf jeden Fall einen Sieg verdient gehabt, dann eben im Rückspiel, wenn wir richtig im Saft stehen. Ja, wir werden sehen, ne? Tim Zauner, hast recht, Teamleistung stark, Schiri-Leistung für den Arsch, Leverkusen absolut nicht meisterlich und der mir ganz auf den Sack ging, war Grimaldo, einfach lächerlich. Dummo Jumbo, bin zufrieden mit unserer Leistung, einzig die Torausbeute kann man bemängeln. Wir können sich nur selbst schlagen. Mr. Fabu, obwohl das Spiel ein Unentschieden war, hat es sich wie ein Sieg angefühlt. Bin sehr stolz auf die Leistung der Mannschaft. Man hat richtig gemerkt, wie Leverkusen überfordert mit der Truppe war. Ja. Jens, spannend wird es erst, wenn der Gegner gewinnen muss. Leverkusen hat gemauert wie im 5. Lehrjahr. Wenn sie gewinnen müssen, werden sie auch offensiver spielen müssen und dann wird auch Bayern viel mehr Torchancen erspielen. Positiv ist ganz klar, dass Bayern keinen Gegner fürchtet und ihr Spiel spielen. Der Gegner muss seine Taktik an Bayern anpassen, nicht umgekehrt. Alto Knalto. So, ich bin bei einer Stunde. Hier kommen noch 20 Trillionen Kommentare. Ich hätte jetzt gesagt, sind es noch irgendwie 10, hätte ich sie noch durchgezogen. Ja, Leute. Tut mir leid, wie gesagt, englische Woche. Können wir es vergessen, kann ich hier nicht sitzen und 2,5 Stunden ein Kommentarvideo aufnehmen. Sorry dafür. Ja, wie gesagt, die Leute, die Kanalmitglied sind, die bekommen ihre Antwort ja noch. Für alle anderen tut's mir leid. Ich bin halt leider kein Vollzeit-YouTuber, dann hätte ich die Zeit, sowas zu machen. Das habe ich leider nicht. In diesem Sinne, Leute, so wird es in Zukunft laufen. 1 Stunde werde ich eure Kommentare beantworten und durchlesen. Ich werde natürlich den Rest noch durchlesen im Laufe der Woche, keine Frage. Aber ich habe nicht die Zeit, das jetzt zu tun und dann jeden Kommentar hier drauf zu reagieren. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.